der Wohnungsmarkt. Ja. Als Beispiel. Das ist aber ein bisschen asozial. Funktioniert mehrheitlich über das bekannte Vitamin B. Für mich ist es nicht ein Ausnutzen oder ein Brauchen von sozialen Kontakt für den eigenen Nutzen, sondern zum Wissen austauschen und Fähigkeiten austauschen. Zuerst geben und dann nehmen. Das ist noch schwierig, wenn beide das Mindset haben. Und es gibt so eine recht bekannte Aussage, dass alle Menschen auf dieser Welt verknüpft sind durch 6 Personen. Also ich muss bessere Fragen stellen. Du musst bessere Fragen stellen. Schau das Herz, weil jede Alltagssituation bietet vielleicht eine Möglichkeit, um etwas Spannendes kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt beim Netzwerken. Man muss bereit sein, zum abgelehnt zu werden. Blablabla, sondern... Jappa. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht alle Freundin oder einen Freund suchen, wo das Gegenstück zu euch ist. Herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind 2 Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim. Ich bin der Ivo. Und heute sind wir bereits bei der 9. Folge. Kurz vor dem Jubiläum. Kurz vor dem Jubiläum, wo wir ganz etwas Spezielles geplant haben. Was es genau ist, findet ihr auf Instagram unter Kopf_Chaos. Aber es sollte jetzt kein Werbepodcast werden für uns selber, sondern... Darf schon. Ja, für uns selber dürfen wir schon Werbung machen. Ja, das stimmt. Aber heute haben wir ein sehr spannendes Thema, das jetzt auf den ersten Blick nicht typisch psychologisch wirkt, aber sehr viel Psychologie dahinter versteckt ist. Um was geht es heute, Tim? Es geht um Networking oder Netzwerken auf Zürichdeutsch. Auf Zürichdeutsch Netzwerke. Voll. Genau. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, habe ich noch etwas, das ich möchte aufnehmen möchte, aus der vergangenen Podcast-Folge. Ja. Und zwar habe ich ja in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, dass ich mich sehr fest aufrege im Straßenverkehr. Ja. Und wir haben ja dazu auch noch Videos gepostet und ich habe dann gemerkt, es geht vielen Es hat Leuten so. recht resoniert. Es hat- Auf TikTok haben recht viele Leute geschrieben, irgendwie so, geht mir auch so, manchmal lasse ich das Fenster runter und sage, danke, kostet nichts. Voll, also irgendwie über 6000 Leute haben das gesehen. Also es zeigt auch, und es haben mich auch Leute dann privat auch angesprochen und so, gesagt, ja, fühl dich und so. Oder andere haben gesagt, sorry, wieso gibst du so viel Energie da rein? Hat so ein bisschen beides gegeben. Dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich will ich mich auch gar nicht aufregen. Es passiert ja einfach so. Und zum jetzt als Vorbild vorauszugehen, jemand, der eigentlich das Handwerk hat, um seine Emotionen zu kontrollieren oder regulieren, mache ich das jetzt. Und ich habe mir vorgenommen, oder ich bin bereits dran, meine Strassenwut in Positives umzuwandeln. Und es funktioniert bis jetzt, würde ich sagen, 50-50. Also manchmal funktioniert es voll gut, manchmal rege ich mich trotzdem noch auf. Aber wenn ich das mache, ganz kurz, will ich das Konzept von den Wenn-Dann-Plänen einführen. Ah. Kennst du das? Ja. Und zwar ist es mega simpel. Also, und zwar ein Wenn-Dann-Plan hat immer 2 Teilsätze. Und zwar wenn, dann, oder? Also, wenn du an den Zebrastreifen kommst und jemand drüber läuft und du dich aufregst, dann Und dann kommt das neue Verhalten. Und mein Dann ist, dann überlege ich mir etwas am heutigen Tag, wo ich dankbar bin dafür. will, man kann nicht hässig und dankbar gleichzeitig sein. Genau. Also mein Wenn-Dann-Plan ist das zusammengesetzt. Und warum ein Wenn-Dann-Plan? Das ist noch wichtig. Ich hätte einfach können sagen, ab jetzt da bin ich am Zebrastreifen dankbar. Hätte ich auch können sagen. Aber der Wenn-Dann-Plan, der ist bekannt wurde durch den Peter Gollwitzer. Das ist ein Forscher, der extrem viel Forschung dazu gemacht hat und hat herausgefunden, wenn Leute ihr Vorhaben oder ihre Intention im Wenn-Dann-Plan verpacken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird, viel höher, als wenn ich einfach sage, ja, ich mache das jetzt. Weil, und der Grund dafür ist, es gibt einen Auslöser, nämlich das Wenn. Das Wenn ist ganz ein klarer Auslöser, wenn ich das Verhalten zeigen. Das heisst, du musst aber klar definieren, was das Wenn ist. Genau. Okay. Oder? Und das gibt eigentlich wie auch am Unbewussten quasi ein Signal, wenn das passiert, wird das Verhalten gezeigt. Und das ist jetzt mein Wenn-Dann-Plan und ich kann es euch allen empfehlen, zum einmal ausprobieren. Ich könnte es natürlich auch in anderen Situationen im Alltag brauchen, aber für die gerne ein bisschen Road ragen wie ich und eigentlich gar nicht so viel negative Energie wollen für das ausgeben, probiert es aus. Nice.
Sehr Schön. gut. Schön, ich finde es toll, wie du dir Ziel setzt. Ich muss überlegen, wo ich bei mir das auch umsetzen kann. Also wo ich den Windanplan kann brauchen. Ja. Alright. Jetzt, heutige Thema Networking. Manchmal ein bisschen schlecht konnotiert. Also so, die Leute nehmen es ein bisschen negativ auf, weil so ein bisschen Karrieregeilheit aufkommt und man ist so, ja, man nutzt die Leute aus. Mhm. Was verstehst du unter Networking? Bevor ich dann sage, was ich davon halte. Also da vielleicht auch fürs Publikum. Ich würde sagen, ich bin total alleine in dem Thema und auch im Umsetzen. Im Vergleich jetzt zu dir, wenn ich dich so ein bisschen beobachte oder mit dir über gewisse Themen rede, merke ich, der Team macht das mega gut. Oder? Und für mich ist es eben genau so ein bisschen das. Oder? Es ist, wenn ich Netzwerke höre, ist es mega so immer im Beruf. Also immer so in diesem Setting. Aber wenn ich jetzt so über das nachdenke, ist eigentlich passiert das in so vielen Alltagssituationen. Also ich meine, der Wohnungsmarkt Ja. als Beispiel Das ist aber ein bisschen asozial. funktioniert mehrheitlich über das bekannte Vitamin B. Oder? Ja. Und dort merke ich, nein, es ist nicht nur im Arbeitsbereich, aber dort ist es wirklich so, ich habe manchmal auch so gedacht, ja, es ist manchmal ein bisschen ein Ausnutzen. Ein bisschen gestellt auch. Auch ein bisschen gestellt und man hat jetzt einfach so die Beziehung, weil man sich gegenseitig braucht, was ja eigentlich gar nicht schlecht ist, weil man unterstützt sich ja. Ich kann etwas von dir brauchen, ich kann du etwas von mir, also kann man sich gegenseitig unterstützen. Und was ich jetzt aber auch so gemerkt habe in der letzten Zeit, in den letzten 1-2 Jahren, seit ich im Kanton Zug auch angefangen zu arbeiten, seit 2 Jahren. Du bist gar nicht allein, du bist nicht Anfänger, sorry. Dein Job ist es basically, mit anderen Instituten, anderen Sportvereinen Kontakt aufzunehmen und zu netzwerken. Ja, ich bin gut auf Leute zugehen, in dem bin ich mega gut. Okay. Und auch Sachen, ja doch, ich bin nicht schlecht, ja. Okay. Das stimmt jetzt, wo du das sagst, ja. Ich habe mich einfach nicht bewusst mit dem auseinandergesetzt. Ja. Und dort habe ich auch gemerkt, weil der Kanton Zug ist so viel kleiner als Zürich. Und dort, jetzt eben an dem Grossprojekt, wo wir dran sind am Organisieren, für im 2026, es braucht so viele Sachen. Es braucht Infrastruktur, es braucht Druckereien, es braucht Marketing, es braucht Webseiten, es braucht all das, oder? Und jeder Auftrag ist über, ich kenne jemanden, ja genau, ich kenne noch den, ich kenne noch den. Oder man hat irgendwie ein Problem gehabt mit einer Bushaltestelle, wo, random Beispiel, ein Loch hat im Beton, wo ausgegeben hat müssen werden, oder? Und es ist so gewesen, ja, das machen, irgendwie die Stadt hat gesagt, ja, das machen wir noch nicht. Hat jemand gesagt von uns im Organisationskomitee, kein Problem, ich kenne die persönlich Leute schnell an. Eine Woche später hat es geheißen, ja, das ist bis im 26 gemacht. Krass. Oder? Und dort ist mir einfach auch nochmal so viel mehr bewusst geworden, weil der Kanton so klein ist, holy shit. Ja. Wenn man Leute kennt und immer wieder in dem Austausch ist, das Leben kann so viel einfacher sein. Yes, absolut. Und ich glaube, so dass die Hemmung von man will nicht netzwerken, weil es vielleicht unauthentisch überkommt oder fake oder gestellt, die ist voll normal und ich sehe, ich bin wirklich vielen Leuten und ich will mich jetzt selber nicht als Experte betiteln. Ich gebe regelmäßig Vorträge oder Workshops zu diesem Thema, darum kann ich einiges mitgeben. Ich habe aber in meiner Masterarbeit mich mit sogenannten Superconnectors auseinandergesetzt und ich würde die als Experten definieren, weil die das einfach auch schon sehr viel länger machen als ich. Also man kann schon sagen, du hast ein sehr fundiertes Wissen dazu und du bist aber auch ständig dran. In der Praxis bin ich auch. Ja, oder? Ja, voll. Ja. Und dafür ist auch zugefragt. Du hast jetzt mich gefragt, was verstehe ich darunter? Es ist so ein bisschen ein vages Bild, das ich habe. Was verstehst du darunter? Ich verstehe darunter, dass wir unser Sozialkapital brauchen. Und vielleicht startet da schon mal mit der ersten kleinen Theorie. Und zwar, der Ronald Byrd, ein Forscher, hat gesagt, es gibt 3 Arten von Kapital, wo jeder Mensch hat. Es gibt Finanzkapital, das ist einfach, wie viel Kohle hast du auf dem Bankkonto oder wie viel Immobilien oder was auch immer. Wichtig. Dann gibt es das Humankapital. Das Humankapital ist alles Wissen, all die Fähigkeiten, die du als Mensch hast. Also, du hast Psychologie studiert, du weißt sehr viel über Psychologie, du hast Humankapital, wo du jetzt im Arbeiten neue Sachen lernst. Das sind alles deine Fähigkeiten. Und dann gibt es noch als drittes Sozialkapital. Das sind all deine Kontakte, die du hast. Ja. Also der jetzt ein Telefon gemacht hat, um das Loch in der Straße zu flicken, Sozialkapital voll ausgenutzt. Ja. Und
wie das man Sozialkapital nutzt, kann sehr unterschiedlich sein. Und für mich ist es nicht ein Ausnutzen oder ein Brauchen von sozialen Kontakt für den eigenen Nutzen, sondern zum Wissen austauschen und Fähigkeiten austauschen. Mhm. Weil, ein ganz einfaches Beispiel, ich habe mal einen Schranz oder einen Kratzer in ein Auto gemacht, einen gröberen Kratzer, in ein Geschäftsauto. Ich habe mal Pizza ausgeliefert und dann dort schnell wirklich einen groben Schranz drin gemacht. Und habe dann gewusst, okay, ich muss jetzt das irgendwie reparieren. Damit das billiger wird, habe ich eine Kollegengruppe gehabt. Ich sage es jetzt aus dem Militär. Mir wird gesagt, ich darf nicht so viel über Militär reden, aber im Militär, wo alles Handwerker waren. Und ich habe in den Chat hingeschrieben, so, hey, kennt ihr einen guten Mech, wo man einen guten Preis macht? Weil ich habe keine Erfahrung mit Automechen. Ich hatte jetzt selber noch kein Auto gehabt. Ich habe nicht gewusst, was das kostet. Ich wollte nicht übers Ohr gehauen werden oder irgendwie zu viel zahlen. Und habe dort hingeschrieben, so, hey, kennt ihr einen guten Mech, wo man da einen fairen Preis macht? Wir haben 3 Leute geschrieben und gesagt, hey, ich habe einen Kollegen, du kannst sonst im Garage. Und der 4., der mir geschrieben hat gesagt, hey, ich habe eine kleine eigene Hobbywerkstatt. Ich bestelle da genau das Teil, das wir ersetzen müssen. Dann kommst du da an, wir schweissen das zusammen, tun es abfeilen und tun es neu lackieren. Ich habe noch einen Kollegen, der noch eine Lackbude hat. Dann bin ich zu dem und schlussendlich hat er gesagt, hey, du musst mir nicht zahlen, du kannst einfach das Material zahlen und wir machen das zusammen. Und das ist für mich der Inbegriff von Networking, ist einander helfen können. Ich bin ihm sehr dankbar. Und dass die Leute von sich aus das anbieten auch. Ich habe ihm ja nicht gesagt, hey Jungs, kann man ein Auto flicken, sondern ich habe nach Informationen gefragt, was sehr ein kleiner Aufwand ist für jemanden, um einfach die Informationen weiterzugeben. Und er hat aber von sich aus angeboten, hey, komm zu mir, wir machen uns einen lustigen Tag, irgendwie, man flickt das Auto zusammen. Ich so, krass, ich lerne noch etwas, ich tue mein Humankapital auch noch gerade vergrößern. Und das war mega lässig. Ja, das finde ich jetzt, da würde ich gerne gerade noch ein bisschen darauf weitergehen, weil das war jetzt ein Beispiel aus dem Privatleben gewesen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass im Privatleben die Haltung bei vielen Leuten anders ist als beim Arbeiten. Oder? Ist ja wie so, wenn jetzt ein Kollege von mir hat das Transportunternehmen, wenn ich zügle, schreibe ich ihm, hey, darf ich den Transport ausnehmen? Ja, sicher, kein Problem. Oder? Also ich habe das Gefühl, die Haltung, um etwas zu geben, also eigentlich der erste Schritt zum Netzwerken, ist wie grösser im Privatleben. Mhm. Und beim Arbeiten ist es nachher so, Karrieregelder. Und darum meine Frage, was für eine Haltung, oder für die nicht wissen, was Haltung heisst, Mindset, ist wichtig zum Netzwerken? Oder würdest du empfehlen? Oder Generell weiss ich jetzt nicht, ob es da eine ultimative Antwort gibt. Für mich persönlich ist es immer privates Netzwerken über berufliches. Weil Hast du das schneller Leute? Ja, weil, also privates Netzwerken im Sinne von, ich bin interessiert an dir als Person und nicht an deinen Fähigkeiten oder deinem Finanzkapital oder was auch immer. Und wenn ich an dir interessiert bin als Person und du das merkst, bist du auch viel eher nachher bereit, mir dein Know-how anzubieten oder einfach deine Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, du kannst dir vorstellen, der das bei der Stadt angerufen hat und gesagt, hey, wir brauchen das Loch gefüllt. Wenn der mit dem einfach nur eine rein berufliche Beziehung hat, dann wäre wahrscheinlich so gewesen. Weil ihr habt eine berufliche Beziehung mit dem Kanton oder mit der Stadt. Und wenn jetzt irgendjemand von euch angerufen hat, dann wäre der vielleicht da gekommen und gesagt, ja, sorry, geht nicht bis zum 26, wir machen es dann im 30. Und er hat aber eine persönliche Beziehung mit ihm gehabt. Oder hat mit ihm schon mal Kontakt gehabt, mit ihm irgendwie. Und persönlich meine ich nicht, man ist beste Kollegen und man sieht sich jeden Tag. Sondern persönlich kann einfach sein, hey, ich bin an dir interessiert, wir haben auch schon darüber geredet, was du am Wochenende gemacht hast. Das kann so simpel sein. Einfach, sie haben wahrscheinlich irgendwo durch eine scheue private Beziehung. Und das hat ihn dann so geführt, so, hey, Molly, ich möchte dich da unterstützen, weil ich weiss, dass du an mir interessiert bist und ich bin an dir interessiert. Darum tue ich jetzt so schnell managen, dass das Loch gefüllt wird. Ja. Also würdest du sagen, so ein wichtiger Teil davon ist, dass man eine tragfähige oder eine gute Beziehung zueinander hat, die nicht auf Austausch ausgelegt ist, sondern auf Interesse.
Ja. Ehrlichem Interesse. Ehrlichem Interesse. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und für mich ist es, du musst nicht Freundschaften mit anderen Leuten haben. Und wir gehen nachher darauf ein, so, bei wem im Netzwerk, dass man Kontakt haben. Und du musst nicht eine enge Freundschaft haben, sondern du kannst dich... Ich habe gewisse Leute, die ich 2-mal im Jahr sehe, wo ich aber sehr interessiert bin an diesen Personen, weil sie A, sympathisch sind, B, mega spannendes Zeug in ihrem Leben machen, das ich interessant finde. Und es langt, dass ich die 2, vielleicht 3-mal im Jahr sehe, zu einer Nacht, zu einem Kaffee. Und ich weiss aber, wenn ich irgendetwas habe, wo sie könnten unterstützen, ich könnte jetzt mein Handy für nehmen und ich könnte jetzt anrufen. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person auch mir gerne Auskunft geben würde. Und ich hoffe, dass die Personen auch wissen, dass sie mir jederzeit anrufen können. Weil es ist immer gegenseitig. Es soll immer gegenseitig sein und du sollst auch immer dein Wissen anbieten. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, wieso das Leute das Gefühl haben, Netzwerken ist so ein bisschen negativ konnotiert, weil es immer darum geht, zu bekommen und nichts zu geben. Mhm. Und meine Devise ist immer, zuerst geben und dann wird es näher sehr viel einfacher. Mhm. Okay, das ist halt zusammenfassend. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt von deiner Haltung, was ich jetzt rausgehöre. Es ist eben nicht, du siehst es mega positiv, eben der Austausch von Wissen, es ist ein Austausch von Informationen, Zeit, von Ressourcen, das ist für beide mega beneficial, wie heißt es? Vorteilhaft. Voll. The fuck? Und das gibt ganz eine entspannte Haltung, habe ich das Gefühl. Voll. Mit Netzwerken. Was ich jetzt gerade schnell anhängen. Ja. Du hast gesagt, es ist nicht nur nein, sondern auch geben. Mhm. Wenn wir jetzt gerade googlen, also ich habe jetzt für die Podcast-Folge gegoogelt und so, und ein wichtiger Punkt ist immer, wenn man Netzwerkt, zuerst geben und dann nehmen. Ist noch schwierig, wenn beide das Mindset haben. Erstens ist es schwierig, wenn beide das Mindset haben, und dann gibt es vielleicht auch die Punkte, oder ich habe das selber auch schon bei mir gemerkt, so ja, was kann ich geben? Ich würde jetzt eigentlich gerne von dieser Person, weil wir jetzt eine gute Beziehung haben, auch können profitieren, oder es wird mir angeboten, aber was kann ich geben? Jetzt in dem Moment, vielleicht später dann, definitiv. Aber jetzt im Moment habe ich gar nichts geben oder habe das Gefühl, ich kann gar nicht geben. Ich glaube, dort ist wichtig, dass man sich überlegt, dass man schaut, was man kann geben kann, bevor man etwas will. Weil es braucht manchmal Zeit, man hat nicht immer etwas zum Geben. Und wenn du eine Person interessant findest und ihr einen guten Austausch habt, dass man dann einfach permanent im Hinterkopf wie so die Überlegung hat, von was könnte für die Person interessant sein. Ja. Und am Anfang ist das vielleicht anstrengend. Bei mir ist es jetzt wirklich, ich rede mit Leuten und sobald irgendetwas aufkommt, versuche ich Connections zu machen von, ich kenne dort im Fall noch jemanden oder hey, das könnte vielleicht noch interessant sein. Ich habe letztens einen Austausch mit einer, die sagt, sie weiss wie nicht, was sie soll machen in ihrer Freizeit, weil sie ist gezügelt. Sie hat in diesem neuen Wohnort hat sie nicht das grösste Umfeld, sie hat noch wirklich ein eigenes Netzwerk. Und sie hat wie gesagt, sie kommt heim vom Arbeiten und weiss dann nicht so was machen und dann schaut sie einfach Fernsehen und das findet sie wie doof. Und dann habe ich sie gefragt, was sie dann gerne so macht, also was sie früher gerne gemacht hat. Und sie hat gesagt, hey, alles, was mit der Hand ist. Also sie hat gesagt, sie hat früher gerne töpfert, sie findet es super lässig, wenn sie Geschenke kann geben oder eben bekommt, die handgemacht sind. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mal gestrickt hat oder ob sie mal angefangen hat zu stricken, weil Stricken kann sehr meditativ sein, es ist eine lässige also ich habe gehört, es ist eine lässige Unterhaltung. Und es ist momentan mega am Kommen. Also viele junge Leute auch fangen an stricken. Und ich habe gefragt, weil ich weiss, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die dort schon fest drin sind, die vielleicht auch Führungsmaterial haben. Und sie hat dann gesagt, hey, ja doch, das wäre eigentlich noch lässig. Ich habe nachher einer Kollegin eine Nachricht geschickt und gesagt, hey, hast du irgendwo alte Stricknadeln rumliegen oder irgendwie noch Faden, um ihr den Einstieg zu erleichtern. Und das sind so kleine Sachen. Und wenn ich ihr das dann einfach mal als Geschenk vorbeibringe und sage, hey, look, du kannst mal auslehnen, kannst mal ausprobieren, sie wird so dankbar sein und dann hast du wie etwas gegeben, ohne dass ich jetzt mit dem Hintergedanken hineingehe, von was kann ich von ihr profitieren. Ja, also ich glaube, es ist ein Long Game. Du kannst nicht, wenn du etwas willst und erst dann anfängst zu überlegen, was du kannst geben, dann ist es wie nicht nachhaltig, weil es dann wirkt es gestellt. Wenn ich etwas von dir brauche und mir dann überlege, was ich dir geben kann, dass du mir dann das gibst, was ich will,
dann wird es dann schwierig. Also es ist eigentlich, du laufst schon ein bisschen durch die Welt, ob das privat oder beruflich ist, mit einer sehr hilfsbereiten Haltung. Voll. Und du gehst immer mit dieser Haltung rein, wenn ich kann helfen, helfe ich. Ja. That's it, Punkt. Wenn es es kommt nicht noch in mehr. meiner Kapazität liegt. Genau, natürlich. Wenn du jetzt, Weil dort darf man sich auch klar abgrenzen. Man muss nicht jeder Person helfen mit allem. Aber wenn ich merke, dass es Leute etwas bringt, dann absolut. ja. Und eben, ich meine, kleine Sachen wie das Beispiel, eine Kollegin schreibt, ob es etwas vorig hat, ich bringe es vorbei. Easy going. Oder hast schnell gemacht. Und für sie mega herzige Geste. Voll. Und auch schon nur Hilfe anbieten, ist etwas geben. Mhm. Ich habe zum Beispiel letztens ist ein Kollege zu mir gekommen, wo jemand in der Familie psychisch Schwierigkeiten hat oder Herausforderungen hat. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, so, hey, hat er einen Therapieplatz, wenn er einen hat, ob er vielleicht möchte wechseln, weil vielleicht ist es nicht der richtige Fit. Und wenn ich irgendwie unterstützen kann, dann soll er sich melden, dann höre ich mal um, weil ich in dieser Bubble, in dieser Psychologie-Bubble doch auch einige Leute kenne, dass ich mal umfragen kann. Und das ist einfach nur Hilfe anbieten. Ob er die annimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber schon nur, dass ich das anbiete, ist auch etwas geben. Mhm. Und du hast vorhin so gesagt, ich weiss gar nicht, was ich kann geben kann. Und es gab vielen jungen Leuten so, wenn sie mit älteren Leuten, die vielleicht mehr Erfahrung haben, mehr, ich sage, Entscheidungsmacht in bestimmten Themen. Und dann geht es oft darum, hey, was kann ich denn überhaupt geben? Und speziell dort geht es darum, dass man das Long Game sich überlegt, hey, okay, man muss dranbleiben, man muss überlegen, wo könnte ich die Person unterstützen, weil plötzlich kommt vielleicht eine Person, ich hatte zum Beispiel letztens ins Mittag mit einer, die Mitte 40 ist und in dem, was sie macht, sehr gut ist. Und in dem Mittag kommt dann das Thema auf von, hey, mein Sohn ist jetzt gerade schwierig mit der Entscheidung, was für eine Ausbildung das er machen soll, ob es Gymi ist, ob es eine Privatschule ist, ob es eine Lehre ist, was auch immer. Und ich habe ihr dann einfach von meiner Erfahrung erzählt, wenn ich nach der Sek dann ins 10. Schuljahr bin, nach dem 10. Schuljahr halt die Lehre mit BMS. Und schon nur das ist gegeben, wo ich von meiner Erfahrung erzähle, wo ich probiere zu sagen, hey, die Privatschule, dort das 10. Schuljahr. Das 10. Schuljahr ist eine super Möglichkeit für Leute, die sagen, ich brauche noch mal ein Jahr. Und schon nur das ist etwas gegeben. Weil plötzlich kommt dann etwas auf, wo du mehr Expertise hast, weil du jünger bist. Mhm. Und das ist auch spannend. Ich meine, es war ein einfaches Gespräch gewesen, aber für sie kann sich so viel verändern, weil sie wie gesagt, man kann das 10. Schuljahr machen und man ist nicht dann wie so abgestempelt auf dem Abstellgleis 10. Schuljahr, sondern hey, es ist auch voll okay, wenn man das 10. Schuljahr macht. Oder? Und es kann auch eine Chance sein, um sich richtig zu orientieren und dafür der Weg, den man dann einschlägt, auch einer ist, der einem gefällt. Ganz kurz. Oder? Und das ist ein schönes Beispiel. Es muss nicht immer irgendwie gerade Tickets sein als Champions League Finale, wo man kann vermitteln kann. Ich sage, so viel mehr ist Netzwerken einfach ein Austauschen von Informationen und viel weniger ein Austauschen von Gütern. Also jetzt eben Champions League Finale, Tickets oder keine Ahnung. Das sind Sachen, ja, nice to have. Aber Leute fühlen sich manchmal auch ein bisschen unwohl, wenn du ihnen so materialistische Sachen gibst, weil sie das Gefühl haben, oh mein Gott, ich muss jetzt etwas zurückgeben. Mhm. Und es ist viel einfacher mit Informationen, weil Informationen fließen und man kann jederzeit Informationen geben. Und da ist noch spannend, weil vielleicht müssen wir auch schnell erklären, wie ein Netzwerk funktioniert. Mhm. Es gibt eine spannende Studie von Stanley Milgram, wo er, und die ist schon relativ, ich glaube 1967, wo er probiert hat herauszufinden, du runzelst Stirn, Namen schon mal gehört? Ja, es gibt ja das Milgram-Experiment. Ich bin nicht sicher, dass der gleich ist. Okay. Sorry, ich habe mich jetzt so gerade runtergenommen. Ja. Also, ausser das ist das. Vielleicht, ich sage es jetzt und vielleicht sagst du dann, ich habe nicht gut aufgepasst während dem Studium und später wieder Nein, also erzähl mal, ja. Also der Stanley Milgram wollte wissen, hey, durch wie viel Kontakt sind Menschen auf der Welt verbunden. Mhm. Und er hat das The Small World Problem genannt. Mhm. Und es gibt so eine recht bekannte Aussage, dass alle Menschen auf dieser Welt verknüpft sind durch 6 Personen. Mhm. Also, wenn wir jetzt irgendjemanden in den Zug nehmen, ich habe im Zug kein Netzwerk, aber ich kenne dich und du kennst vielleicht jemand anderes in Zug, der dann eine sehr spezifische Person in Zug hat. Und er hat das testen, indem er in Nordamerika, Päckchen oder so Briefumschläge verteilt hat, wo die Aufgabe war, und das ist in Zentralamerika, also so im
in der Mitte von der Vereinigten Staaten gewesen, hat die verteilt, hunderte davon, und hat gesagt, der Brief, wie ein Kettenbrief, muss an einen Broker, also an einen wie sagen wir das, Wirtschaftsguy an der Ostküste, an diese spezifische Person, muss das Päckchen kommen. Und sie haben gewusst, okay, Ostküste, sie haben gewusst seinen Job und sie haben gewusst seinen Namen. Und jetzt war die Aufgabe von diesen Personen, dass sie das Päckchen an jemanden schicken, der die Person kennen könnte. Und sie haben dann die Päckchen weitergeschickt und am Schluss dann geschaut, von denen, die angekommen sind, hey, durch wie viel sind es durchschnittlich gegangen. Und dort sind sie darauf gekommen, dass durchschnittlich sind es durch 6 Leute. Jetzt, das war Nordamerika gewesen. Klar, wenn es dann weltweit ist es nochmal anders, dann sind es vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Was aber interessant war, ist, dass die Hälfte der Päckchen sind durch die gleichen 3 Personen. Sogenannte Superconnectors. Also Leute, die sehr gut vernetzt sind, die dann irgendwann gefunden worden sind, weil sie gedacht haben, hey, die Person kennen, weil sie gut vernetzt ist. Und die haben dann genau gewusst, okay, das muss zu dieser Person. Krass. Also die Hälfte von allen Päckchen, die sind durch die gleichen 3 Personen. Das sind sogenannte Superconnectors. Ja. Voll. Und was jetzt dort noch interessant ist, wenn wir anschauen, wie Netzwerke aufgebaut sind, dann ist das nicht einfach ein wild gestreutes Feld von Kontakt, sondern wir befinden uns ja in Bubbles oder so in einfach eigenen Kreis. Du hast vielleicht eine Studiumsbubble, du hast vielleicht eine Arbeitsbubble, du hast eine Familienbubble, du hast eine Sportbubble, wo du dich befindest und wo Informationen innerhalb von dieser Bubble sehr schnell sich verteilen. Wenn bei uns im Job irgendetwas passiert, dann gibt es recht schnell Gossip und dann wissen das alle beim Job. Das heisst aber nicht, dass die Information rausgeht in eine andere Bubble von mir. Mhm. Das ist dann meine Aufgabe. Dass ich, und der Ronald Byrd nennt das Broker, wo Informationen brokern, also von der einen Bubble in die nächste mitträgt. Und jetzt bei Gossip ist das nicht so interessant. Aber wenn es darum geht, dass ein neuer Job ausgeschrieben ist, dann wissen das alle in unserer Bubble beim Arbeiten. Mhm. Und ich kann dann aber die Information weitertragen in meine anderen Bubbles. Also in meine Sportbubble, in meine Kollegenbubble, in meine Familienbubble, in mein was auch immer, so dass die Information sich auch dort streuen kann. Und das ist die Aufgabe von einem Broker oder auch von Superconnectors, Informationen von unterschiedlichen Bubbles zu verteilen. Also es ist eigentlich ein sehr vernetztes Denken. Ja. Oder also jetzt nicht vernetzt denken bei einer Problemlösung, obwohl, wenn es jetzt um eine Stelle geht, geht es auch um ein Problem lösen. Aber zu wissen, wer ich alles kenne und wer welches Bedürfnis könnte haben. Oder? Also wenn jetzt in dieser Bubble, und das, jetzt wo du das sagst, ich denke mega so, ich habe mega starre Grenzen in meinen Bubbles. Ich habe ganz klar meine Kollegenbubble, Familienbubble, Sportbubble, Studienbubble, Arbeit. Es ist wirklich so, da fließt fast nichts. Aber das ist eigentlich fürs Verständnis, wie man Netzwerken kann, extrem wichtig, dass man eigentlich bubbleübergreifend denkt. Unbedingt. Und Problem Unbedingt. Dort entsteht nachher der Mehrwert. Ja. Weil, als Beispiel, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat einen Auftrag gehabt bei einem Kunden, wo ich auch mal mit bin. Und die sind in der Medizinbranche sind die sehr gut vernetzt. Die sind in der Medizinbranche und kennen dort auch die Leute. Und er hat bei denen einfach die Aufträge gehabt und dann ein Problem gehabt im Rücken. Und er hat in der Schweiz nicht so ein grosses Netzwerk, weil er aus Deutschland ist. Und er hat gewusst, er braucht irgendwie einen Experten, der ihm den Rücken kann, richten kann, der ihm dort irgendwie kann sagen, was es ist. Er hat die gefragt. Er hat innerhalb von einer Woche einen Termin gehabt beim Rückenspezialist von was weiß ich. Und er ist nur das. Also er hat ein privates Problem gehabt mit seinem Rücken. Und dort kommt nachher das Interesse ins Spiel. Wenn sein Kunde interessiert ist, ja immer als Person, und er an der Person interessiert ist, nicht nur beruflich, sondern auch privat, dann erst kommen sie in Austausch zu so Themen wie der Rücken, dass er Rückenschmerzen hat. Mhm. Und dann ist es viel einfacher, die neuen Kontakte zu knüpfen, weil dann geht es über das starre Denken von Beruf oder von dieser Bubble hinweg raus, sodass man dann eben Informationen von anderen Bubbles kann anzapfen. Okay. Sehr, sehr spannend. Also das sind jetzt schon mal so, ich will das jetzt alles mal so in ein Basiswissen mal reinpacken, wie man kann ein Netzwerk aufbauen kann. So ein bisschen Haltung, okay, das Denken muss man ja auch ein bisschen ändern.
Nicht mehr das Bubble-Denken, sondern ein Landkartendenken eigentlich, oder? Es ist eine Landkarte. Was würdest du jetzt sagen zum Starten? Es gibt ja fast unendlich Möglichkeiten, oder? Man kann ja an Anlässe gehen, man kann online sich vernetzen, man kann über Kollegen, die man schon hat, das ausbauen. Was würdest du sagen? Was ist hilfreich? Was hat dir geholfen? Du hast auch mal bei Null angefangen, oder fast bei Null. Ich würde sagen, ich habe nicht bei Null angefangen, weil meine Mami macht das sehr, sehr gut. Und ich bin einfach so aufgewachsen, dass permanent Leute bei uns im Haus rum sind und dass man mit denen redet und mit denen und probiert Leute zu verknüpfen. Darum ich habe gute Voraussetzungen gehabt. Aber was ich würde sagen ist, was hilft mal einfach für den Anfang. Egal ob es berufliches Netzwerken ist, privates Netzwerken, was auch immer. Bessere Fragen stellen. Wenn du jemanden kennenlernst und triffst, also ich muss bessere Fragen stellen. Du musst bessere Fragen stellen. Wir alle. In diesem Podcast, oder? Nein. Stell mal bessere Fragen. Nein. Ein bisschen subtiler können sagen. Nein. Nein, was ich meine ist, wenn du jemand Neues kennenlernst, beruflich, privat, weil irgendwie, es kann sein in einem Beruf, weil du mit einem neuen Projekt da hast, oder aber auch zum Beispiel jemanden aus einem Privaten kennenlernst, weil du mit einem Kollegen mitgehst und dann jemanden triffst. Oder du hast ein neues Projekt und lernst dort jemand Neues kennen. Es gibt 3 Fragen, die immer wieder kommen. Was machst du? Das Thema von wo bist du? Und das 3. Thema ist das Wetter. Ist das schon das 3.? Ey, wie oft, also ich meine, doch, es hat etwas, das Wetter oder ein Sportteam oder einfach irgendetwas, was gerade gesellschaftlich passiert. Der Elon Musk kann man wieder darüber reden oder man kann über Katy Perry reden, wo es das Weltall ist. Einfach über so Shit. Ja. Und wo willst du dort? Das ist, du wirst nicht können Interesse zeigen an dieser Person und du wirst auch nichts Interessantes hören. Weil ich sage dir nachher, ja, Katy Perry ist das Weltall, gell? Und dann kommt die andere Person, ja, voll. Aber easy faked, weil wo es gelandet sind, die Steuern gegen. Und dann aber ist was weiss ich jetzt von dir? Das Einzige, was ich von dir weiss, ist, dass du das fake findest. Ja. Aber wo will ich damit hin? Ja. Und darum, wenn wir anfangen, Fragen zu stellen, wo man auch schauen muss, hey, will ich mich so öffnen? Weil, wenn ich dich jetzt wirklich frage, etwas, wo es nachher um dich geht, ist es nicht mehr so oberflächlich. Und das braucht auch Mut und es braucht irgendwie eine gewisse Offenheit, um das auszuprobieren. Aber das ist ja, auf einem Spektrum kann man das überall machen. Also du kannst mit deinen engsten Kollegen anfangen und versuchen, bessere Fragen zu stellen. Mhm. Was meine ich mit besseren Fragen? Weil jetzt rede ich die ganze Zeit von besseren Fragen und jetzt, gibt vielleicht ich bin auch mega gespannt. Was sind bessere Fragen? Das ist jetzt ein bisschen Druck. Ja. Also, vielleicht nur der Zwischenschritt, bevor du mit besseren Fragen kommst, ist, wenn du eine von diesen Basic-Fragen gestellt bekommst, ist vielleicht noch einfacher, die nicht basic zu antworten. Mhm. Wenn du mich fragst, von wo ich komme, dann kann ich sagen, aus Zürich. Okay, spannend. Von der Sonnenseite von Zürich. Das wäre ein bisschen überheblich. Ja, nein, aber wenn du mich sagst, hey, von wo kommst du, dann kann ich auch sagen, hey, also ursprünglich komme ich von Hellenberg, also besser gesagt Wetzwil. Ich bin recht ländlich aufgewachsen, dann bin ich auf Zürich und jetzt bin ich so in der Stadt und ich bin so ein bisschen hin und her, weil ich genieße das Landleben sehr, aber genieße jetzt auch die Möglichkeiten, die ich in der Stadt habe. Aber jetzt aktuell wohne ich in Zürich. Und dann kannst du ein bisschen darauf eingehen, was tut dir gut. Und du hast jetzt viel mehr... Ja, ich genieße es jetzt noch, in der Stadt zu wohnen, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich älter werde, dass ich auch ein bisschen ruhiger Ort gehe. Du hast so viele Anhaltspunkte, wo du kannst darauf eingehen, wenn es dich interessiert. Du kannst sagen, Hellenberg, ist dort ein SVP? Und dann kann ich sagen, ja, schon eher SVP-lastig. Aber ich setze mich nicht so mit Politik auseinander. Dann können wir über Politik reden. Und wir können austauschen, hey, quasi, was sind deine Interessen und was ist dir wichtig. Ja. Du kannst aber auch sagen, auf dem Land aufgewachsen, was bedeutet das? Dann kann ich sagen, hey, wir haben Hühner im Garten und ich bin als Kind gerne in den Wald gegangen und habe dort mit meiner Katze gespielt. Total random. Aber du siehst, man hat so viel mehr Plätze, wo man einhaken kann und wo man eine Konversation starten damit. Eine, die mehr Bedeutung hat. Und das ist eigentlich mega gut, weil bessere Fragen, bessere Antworten. Es braucht beides. Yes. Und man kann ja antworten. Ich habe ein bisschen angefangen mit dem. So, ja, was machst du beruflich? Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, meinen Job zu erklären. Ja. Und dann sage ich einfach, ich bin Brückenbauer. Oh.
zwischen zwei Welten. Oder? Und dann ist gerade so, ich bin nicht wortwörtlich Brückenbauer, weißt du, so, ich bin kein Ingenieur, aber ich baue Brücken zwischen unterschiedlichen Gruppen. Und darum Netzwerke, ja. Und dann ist gerade so ein Interesse da. Und du sagst gerade, was ist das? Ja, und dann kommst du ins Gespräch. Ja. Und das, was du jetzt brauchst, ist noch ein zweiter Punkt. Also zum einen sachlich bessere Fragen stellen. Also der Inhalt von der Frage, dass der mehr hergibt. Und du hast jetzt aber noch etwas Zweites besprochen und das kommt von, es gibt einen super Typ, der auch so über Netzwerke und so redet. Auf YouTube heißt er Charisma on Command. Mhm. Und er sagt, es braucht auch ein Flirten mit der Welt. Was jetzt du gemacht hast, ist auf eine spielerische Art eine Frage zu beantworten, wo so viel mehr hergibt auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Also nicht nur der Inhalt von der Frage, sondern auch, oder von der Antwort in dem Fall, sondern auch auf eine spielerische Art Neugier wecken. Man kommt viel leichter in ein lockeres Gespräch hinein. Mhm. Und das ist so das Zweite. Also nicht nur inhaltlich bessere Fragen stellen, sondern auch ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Spontanität, einfach ein bisschen mit der Welt flirten und erst. Mhm. Und ich meine, da kann man sich ein bisschen vorbereiten. Fix? Also auf die 3 Fragen, die ich vorhin gesagt habe, von wo bist du, was machst und Thema Wetter oder Sport oder was auch immer. Und ihr wisst, was für Fragen euch gestellt werden. Mhm. Und wenn es immer die gleichen Fragen sind, kannst du dich vorbereiten. Du kannst eine lustige Frage, du kannst eine lustige Antwort auf die Frage dir vorbereiten. Ja, also das ist, würde ich sagen, mega wichtig. Oder? Weil dann kommt es gerade. Es ist so, ja, was machst du? Und spannend, du. Schlaft das Gesicht hin, nachher, ich gehe noch schnell aufs WC und laufst weg. Oder? Ja. Fertig. Klassiker. Ja. Wenn du nicht mehr zu sagen hast, ich gehe aufs WC. Ja. Oder hol mir etwas trinken. Okay, das heisst, auf diese Frage kann man sich vorbereiten. Und jetzt kommen wir mit besseren Fragen. Besseren Fragen? Du hast das angetönt und ich habe jetzt noch dazwischen geredet. Aber was sind bessere Fragen? Bessere Fragen bedingt auch immer mehr Offenheit. Und darum, also wenn ich jetzt eine Frage sage, dann kann das sein, dass es für andere Leute zu viel ist. Wo sie sagen, das passt auch nicht zu mir. Und ich glaube, das ist das Wichtigste am Netzwerken, ist, es muss zu dir passen. Du musst dich selber bleiben. Mhm. Was ich manchmal frage, ist, hey, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du machen? So die Traumfragen, um wirklich die Interessen zu sehen von den Leuten. Das kann aber auch sein, so, hey, quasi, was wäre dein Traumjob? Du machst jetzt, wenn ich gefragt werde, ich mache das und das, dann frage ich sie, und was machst denn du so? Oder besser gesagt, was machst du und was willst du eigentlich am liebsten machen? Also, noch ein bisschen ausbauen. Ausbauen. Weil, und ich glaube, wenn man Fragen nicht nur einsilbig stellt und geschlossene, also es gibt ja geschlossene und offene Fragen. Machst du ein Beispiel, dass es Geschlossene Frage ist, geht es dir gut? Ja. Das ist eine geschlossene Frage. Wenn ich eine offene Frage stelle, frage ich, wie geht es dir? Und dann musst du ausformulieren. Du kannst nicht einfach mit Ja oder Nein antworten. Und offene Fragen ergänzen sich sehr gut bei so Themen. Oder wenn man ins Gespräch kommt mit Leuten. Und auch Fragen aneinanderreihen. Nicht zu viel, aber wenn ich sage, hey, was machst du? Und was willst du eigentlich viel lieber machen? Das ist verdammt geil. Und dann kann die Person selber entscheiden, wo das sie will Energie hineingeben. Und dann weiss ich auch, was die Person interessiert. Wenn sie sagt, hey, eigentlich würde ich gerne das und das, aber aktuell bin ich an diesem Projekt da und ich mache das und das und das, dann weiss ich, hey, dort ist ultra viel Energie gerade, ultra viel Motivation, also hake ich dort in die Konversation ein. Du spürst dann anhand von der Antwort, kann ich auf das oder das. Voll. Ja. So. Okay. Was ich jetzt eben auch noch spannend gefunden habe, jetzt habe ich das so schnell ein bisschen, ist mir jetzt gerade zurück in den Sinn gekommen, du bist extrem gut in Fragen beantworten, so wie du möchtest, dass sie spannend sind. Ich habe dich vorher gefragt. Also echt spezifisch? Ja, du. Ah. Einfach so, weil, also ehrlich muss man ja sagen, das ist jetzt ein bisschen Thema Smalltalk. Ja. So Smalltalk gsi und eben Basic von Smalltalk, sich selber bleiben, Antworten parat haben, um es ein bisschen spannend zu machen, gute Fragen stellen. Ganz simpel, gut zusammengefasst. Ja, Okay. ja. Dann, was mir jetzt eben in den Sinn kam, ist, ich habe dich gefragt, ja, wo fange ich an? Gehe ich an Anlässe? Mache ich es digital online? Du hast die Frage gekonnt, anders beantwortet. Und wir, also, wir haben jetzt grad, also das war super spannend gewesen. Aber vielleicht, es würde mich eben trotzdem noch wundern, Netzwerkanlässe physisch vor Ort sein oder auch Netzwerkgruppen oder eigene Bilder selber kann mega spannend sein. Was auch in den sozialen Aspekten bietet. Oder online,
Wie machst du es? Machst du eine Mischform? Hey, ich finde online schwierig. Online ist ein guter Starter. Es ist eine gute Möglichkeit, um im Kontakt zu bleiben, weil vielleicht hast du nicht von allen die Handynummern oder die E-Mail-Adressen. Online bin ich zurückhaltend, weil für mich ist ein Netzwerk nur dann wertvoll, wenn du es nutzen kannst. Und ich sehe so viele Leute, oder manchmal fragen mich Leute auf LinkedIn an, wo, keine Ahnung, vielleicht durch irgendjemand gefunden haben, sie wollen jetzt einfach ihre Kontaktliste vergrößern. Und ich lehne das aber ab, weil ich bin so, ich habe nichts von dieser, vor allem wenn eine Nachricht kommt. Wenn eine spezifische Nachricht kommt von, hey, ich möchte mich austauschen über das und das und das, easy. Aber wenn man einfach nur Kontakt sammelt und sie nicht nutzen kann, dann ist es für nichts. Und für mich sind auch so Konferenzen oder also Networking-Anlässe nur dann von Nutzen, wenn du solange du nur mit einem Kontakt rausläufst oder sagst, die treffe ich nochmal. Ja. Weil an dem Netzwerking-Anlass, du wirst nicht durch den Anlass, wenn du nur den Anlass hast und nur die Personen dort siehst, du wirst den Kontakt nicht nutzen können. Also es muss immer ein Folgetreffen geben, wo du das Zweite bist oder das Dritte oder einfach in dieser kleineren Gruppe. Weil erst dann, wenn du die Beziehungen so auch hast, kannst du sie auch brauchen und du kannst auch voneinander profitieren, indem du Informationen austauschst. Und darum, um deine Frage noch schnell richtig zu beantworten, um nicht wieder ausweichen, ich brauche zum Beispiel LinkedIn, vor allem dann, wenn ich Leute beim Arbeiten treffe, mit denen ein Projekt zusammen habe, dass ich dann mit ihnen vernetze, um später dann ihren Kontakt zu haben. Ja, es kann ja sein, dass sie etwas postet, was spannend ist, oder du postest Voll. etwas, dass man dann das... Voll. Ja. Ich benutze LinkedIn als Recherche. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man ein Treffen mit jemandem hat, dass man sich auch informiert. Also, weil es gibt so viele Informationen auf dem Internet mittlerweile. Und du kannst dann das auch in ein Gespräch einbringen. Nicht zum Fake sein. Ich muss jetzt nicht ein Thema aufbringen, wo du einen Post darüber gemacht hast, das mich gar nicht interessiert, einfach nur damit du dich gut fühlst. Mhm. Aber vielleicht finde ich ein Thema in deinem Feed und in deinem Internet-Fußabdruck, wo ich so bin, das finde ich spannend. Und dann kann ich dich spezifisch auf das Thema ansprechen und kann sagen, hey, ich habe schon auf dem Internet schauen und ich habe gesehen, du machst das und das und das. Und ich finde das mega spannend, weil ich habe das und das und das. Und ich habe dich fragen, was du denn dort machst. Und dann ergibt sich viel einfacheres Gespräch. Also ich benutze LinkedIn, um in Kontakt zu bleiben. Ich benutze LinkedIn für die Recherchen, aber sonst eigentlich nicht. Ja. Aber das ist ein super Beispiel für echtes Interesse, wie du gesagt hast. Oder? Und das ist das, was dann auch überkommt. Der Team ist wirklich an mir interessiert. Ja. Voll. Und so Konferenzen bin ich jetzt nicht der grösste Fan, weil sehr wenig Leute schaffen, die Konferenz so zu organisieren, dass es nicht gestellt ist. Es gibt sehr wenig Events, wo ich war, wo ich sage, das hat sich jetzt ergeben. Und das ist jetzt wirklich lässig gewesen. Es war authentisch gewesen, man kommt mit den Leuten gut ins Gespräch. Für mich sind es viel mehr Situationen, die sich ergeben durch den Alltag, wo dann meine ganz eigene Netzwerkkonferenz sind. Ja. Das ist ein bisschen natürlich. Wie hat das ausgesehen, wenn du sagst, so gestellt? Wie ist das abgelaufen? Jetzt vielleicht jemand, der sich das überlegt, einmal so eine Konferenz gehen? Also an denen, wo ich jetzt war, ist es meistens so, du kommst halt hin, du tust irgendwie deine Jacke ab, dann laufst du hin und bist so, fuck, was mache ich jetzt? Dann gehst du mal an eine Bar oder gehst mal an einen Tisch, wo es irgendwie so Sachen hat zum Essen, so Nüssli und so, dann stehst du mal dort und bist so, aha. Und was ich dann versuche, ist Situationen zu finden. Wenn du einen guten Host hast, dann wird die Person dich den Leuten vorstellen. Dann wird sie dich nehmen, wird zu jemand anderem angehen und sagen, hey, das ist der Tim, er macht das und das und das. Und dann kommst du so ins Gespräch. Viel einfacher, wenn dich jemand quasi an der Hand nimmt, zu jemandem anbringt und sagt, so, jetzt redest du mal mit denen. Ist auch nicht immer einfach, weil nachher bist du dort und bist so, über was reden wir jetzt? Und dann kommen dann die tiefen Fragen oder die persönlicheren Fragen, die auch mehr hergeben. Wenn du aber nicht so einen Host hast, dann stehst du dann dort und ich versuche dann Gelegenheiten zu finden, wie ich mit Leuten in Kontakt komme. Das kann schon nur sein, an der Bar stehen, jemanden vorlassen, dann kommst du schon in ein Gespräch oder kannst in ein Gespräch kommen.
Letztens ist mal irgendwie ein Möbel umgekehrt und da bin ich angelaufen und habe geholfen, das Möbel wieder aufzustellen. Schon nur so kommst du ins Gespräch rein. Einfach so Kleinigkeiten, die sich ergeben, spontan, wo man einfach muss die Augen offen behalten, um so Möglichkeiten dann zu sehen. Ja, okay. Aber also für 99% der Leute würde ich sagen, ist Networking im Alltag und in Situationen, wo man einfach reingeht, viel, viel wichtiger und viel effektiver auch. Ja, und wichtig, dass du das sagst, weil nehmt euch das zu Herz, weil jede Alltagssituation bietet vielleicht eine Möglichkeit, um etwas Spannendes kennenzulernen. Ja. Jede. Und das kann im Migros sein, das kann sein, wenn du mit random Leuten im Lift bist, das kann sein, wenn du als Limit gehst baden. Überall kann das sein. Und ich versuche das so, ein bisschen in letzter Zeit. Ich bin sowieso tendenziell in einer extrovertierten Persönlichkeit. Ja. So, Oh, auch spannend, wenn wir dann nachher noch drauf drauf eingehen. Persönlichkeit. Aber ich mache das auch mega gerne. Ich tue so gerne mit random Leuten reden. Ja. Wenn ich im Lift bin, also du bist ja schon oft mit mir unterwegs gewesen, manchmal sind es auch random Gespräche. Und die Leute kommen nämlich nicht klar, wenn du sie im Lift ansprichst und ich finde es so funny. Aber gewisse Leute finden es auch mega. Es ist, genau, oder? Und dann merkst du auch, eben, ich meine, wo wir zusammen studiert haben, wir sind so oft zusammen Lift auf und ab gefahren im Toni-Areal. Und es ist so gewesen, manchmal, okay, man immer, fuck, wenn noch 5 Stück vor uns, das wird jetzt awkward. Und manchmal ist so Und der gewesen, Lift ist so eng. der Lift ist so eng und manchmal sind so schöne Gespräche, so, okay, ja, spannend und so, hey, ich muss gehen, hey, ganz schönen Tag. Ja. Und es gibt ja auch ein bisschen Energie. Oder? Also ja, einem Extrovert gibt es Energie. Gibt's Energie. Ja. Und ich versuche mega oft einfach so auch Gespräche im Alltag zu suchen. Und ja, ich will sagen, es ist 50-50. Manchmal bin ich auch so, also wie die Reaktionen sind. Ich würde sagen, 50% ist so, what the fuck? 50% ist so, Da gibt es sich mega. Sicher. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt beim Netzwerken. Man muss bereit sein, zum abgelehnt zu werden. Ja. Das Flirten mit der Welt wird nicht bei jedem ankommen. Und es muss wie okay sein, dass es nicht bei jedem ankommt. Und das ist übrigens auch noch spannend bei meiner Masterarbeit, bei diesen Superconnectors. Was alle gemeinsam haben, sind sehr, sehr enge und sichere Beziehungen. Weil das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Wir möchten nicht, ich möchte nicht sagen, dass man mit allen muss super eng werden oder mit niemandem super eng. Dass man möglichst viel Kontaktziel haben, sondern das ist es nicht, sondern du musst deinen engen Kreis haben, wo du weißt, hast du immer im Rücken, wo du weißt, kannst du dich selber sein, wo du weißt, dass auch wenn du abgelehnt wirst, noch jemand anders, dass du dort deinen, blöd gesagt, sicheren Hafen hast. Und von den Leuten, die ich interviewt habe für meine Masterarbeit, sind über 50% mit der gleichen Person zusammen, seit sie 20 sind oder jünger. Spannend. Also auch mega enge Beziehungen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Zeichen für, dass sie schon ihr Leben lang die sichere Beziehung hatten und haben können ausprobieren und mit Leuten in Kontakt kommen, auch mit der Gefahr, dass sie abgelehnt werden. So der sichere Hafen, du kannst raus experimentieren, vielleicht funktioniert es vielleicht nicht, aber was du immer hast, ist der sichere Hafen, der immer da ist. Voll. Ich glaube, das ist auf einer sehr tiefen psychologischen Ebene. Ja. Hast du mehr Mut zum abgelehnt werden, wenn du sichere Beziehungen hast und auch auf dich stützen kannst. Grundbedürfnis. Ja, voll. Bindungsbedürfnis, die es nicht gelost haben, hören gerne rein. Grundbedürfnis. Thema Beziehung und Bindung. Was ich jetzt noch möchte wissen ist, Persönlichkeit von einem Menschen hat ja einen sehr großen Einfluss, wie man in der Welt umgeht, was man so macht. Ich meine, eben, wir sind beide eher extrovertiert, sonst hätten wir keinen Podcast. Und mir fällt es überhaupt nicht schwer, einfach auf Leute zugehen. Wenn ich weiss, ich muss mit dieser Person in Kontakt kommen, wenn ich eine Handynummer habe, ich Leute einfach an und fange an zu reden. Oder? Und manchmal sind es nicht gute Fragen, sondern einfach random, aber wir kommen dann noch andere in den Sinn. Lustig. Oder? Aber ich habe überhaupt kein Problem, auf Leute zugehen. Ja. Aber es gibt auch Leute, die introvertiert sind, die vielleicht eher ein bisschen ängstlich sind oder gerade so Angst vor Ablehnung, was auch voll verständlich ist. Was weißt du da dazu, so Thema Persönlichkeit und Netzwerken? Gibt es Tipps und Tricks, wo man vielleicht Sachen auch anders machen kann, jetzt wenn man eher introvertiert ist? Ja. Also der Glaube, dass man als Extrovertierter viel besser kann netzwerken kann, möchte ich, oder dass man immer besser kann netzwerken, würde ich jetzt da gerade mal schnell verneinen. By the way, ich merke mit dem Alter mehr und mehr meine introvertierte Seite.
weil ich merke, dass es mir... Weil ich habe mal eine Erklärung gehört, dass extrovertierte Personen nehmen sehr viel, oder bekommen sehr viel Energie, wenn sie im Kontakt mit Leuten sind. Bei mir schon auch. Aber es gibt dann auch Situationen, wo ich sehr anstrengend finde. Dann im Nachhinein. Ich möchte die Energie geben und ich mache es gern, aber ich bin dann am nachher dann einfach so ein bisschen durch. Und ich glaube, das könnte auch mit ADHS zu tun haben, aber das ist vielleicht dann ein Thema für nächstes Mal. Was jetzt aber extrovertiert, introvertiert Vorteile sind. Als Extrovertierter kommst du sehr viel einfacher in ein Gespräch. Du kannst sehr viel einfacher ein Gespräch initiieren. Die Gefahr bei Extrovertierten ist, dass sie zu viel reden. Ja. Passiert mir manchmal. Dass ich zu viel über mich rede und ich keine Informationen von der anderen Person bekomme und nicht verstehen, was ihr wichtig ist, nicht verstehen, was sie motiviert etc. Da haben Introvertierte viel die bessere Voraussetzung. Sie kommen vielleicht weniger schnell in ein Gespräch hinein, aber wenn sie mal in einem Gespräch drin sind, ist es für sie viel, viel einfacher, um der anderen Person das Gefühl zu geben von «Oh mein Gott, sie lässt so zu». Weil es ihnen viel einfacher fällt, zuzuhören, auf die Bedürfnisse der anderen Person einzugehen, weil sie nicht so das grosse Mitteilungsbedürfnis von sich selber haben. Mhm. Und dort ist die grosse Stärke von introvertierten Personen. By the way, 2 Interviewpartner von meiner Masterarbeit, wo super connected sind, sehen sich als ein super connected Duo. Weil sie mit ihrem Partner als Duo. Ah. Also die 2 sind nicht zusammen, das sind 2 Separate gewesen, aber sie beide haben einen Partner und eine Partnerin, wo das Gegenstück sind, blöd gesagt, auf dem Persönlichkeitsspektrum extrovertiert, introvertiert. Eine Person geht auf Personen zu, die haben beide ein Business mit ihrem Partner. Ja. Und eine Person sucht den Kontakt, findet den Kontakt, die andere Person tut nachher den Kontakt vertiefen, macht eine tiefere Beziehung und tut schauen, dass das Gespräch dann besser funktioniert. Also auf Events kann das sein, dass der eine mit Personen, der ist wirklich Social Butterfly überall dabei, kommt dann in das Business, wo er mit seiner Partnerin hat, und die Partnerin führt nachher dann die Auftragsklärungsgespräche, sie schaut, hey, was können wir für dich machen, dass das für dich stimmt. Und ich habe das so interessant gefunden, weil sie wie beides, was so wichtig ist wie das Netzwerk, einmal das, hey, einfach in Kontakt kommen und das Social Butterfly, aber nachher auch die ruhigere Art von, hey, wir haben eine tiefere Beziehung und quasi es ist nicht nur bla bla bla, sondern Jappa. sondern wir finden auch heraus, was ist dir wichtig, dass wir für dich den Auftrag richtig können, machen. Das ist ein krankes Beispiel von Stärken nutzen und Schwächen durch Anpassung der Abläufe können ausmerzen. Mhm. Krass, gut. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht alle Freundinnen oder einen Freund suchen, wo das Gegenstück zu ist, sondern einfach, ich könnte euch überlegen, hey, wann zeige ich vielleicht meine extrovertierte Seite und wann ist es wichtig, dass ich vielleicht meine introvertierte Seite zeige. Weil schlussendlich ist es einfach auch eine Frage von Training und Ausprobieren und sich getrauen, und ich bin überzeugt, dass meine Fähigkeiten zum Netzwerken fest davon geprägt sind, von meiner Zeit nach der Lehre, wo ich als Dialoger gearbeitet habe. Das sind, ich entschuldige mich jetzt an alle, das sind die auf der Straße stehen und probieren Spendenverträge zu holen. Aber was du dort machst, ist, du musst den ganzen Tag Leute ansprechen, du wirst den ganzen Tag abgelehnt, du bist froh, wenn du 5, 6 Verträge pro Tag hast. Und du sprichst wahrscheinlich etwa 150 bis 200 Personen pro Tag an. Das heisst, du bekommst manchmal 195 Absagen. Und das hat mir, glaube ich, persönlich sehr geholfen, weil ich einfach geübt worden bin, in abgelehnt zu werden. Ja. Und ins Gespräch kommen und versuchen, irgendwie das Alltag zu führen. Und darum sage ich, also es ist Übung und man kann einfach anfangen, indem du einfach versuchst, vielleicht mal bei Kollegen bessere Fragen zu stellen. Indem du mal versuchst, im Geschäft herauszufinden, hey, was machen sie so privat, wenn es sich ergibt und wenn es für euch natürlich anfühlt. Und ich glaube, man muss einfach damit anfangen, man muss genug früh damit anfangen, weil die Beziehungen zahlen sich dann langfristig dann auch aus. Ja, und eben einfach anfangen und sich auch Ziel setzen. Oder? Also nicht einfach sagen, ich fange jetzt an und rede random, sondern okay, was ist jetzt mein Ziel? Genau, okay, jetzt für diese Woche will ich mein Team besser kennenlernen. Und dann gehe ich auf das ein. Oder? Und dann kannst du mal schauen, okay, was ergibt sich dort aus dem vielleicht raus? Wo könnte ich sogar jemanden unterstützen? Du spielst Tennis, ich kenne jemanden, der
keine Ahnung, Tennisclub dort und dort ist und so. Du sprichst so einen wichtigen Punkt an. Ich kann fast nicht glauben, dass ich es vergessen habe. Mach schnell fertig, sorry. Oder? Und dann kannst du wie auf das Ziel aufbauend deine Erfolgserlebnisse sammeln. Aber ja, mach weiter. Einer der wichtigsten Punkte im Netzwerken ist nicht nur Informationen, die ich habe, weiterzugeben, sondern auch andere Leute zu connecten. Aha. Also das, was der Kunde gemacht hat, von meinem ehemaligen Arbeitskollegen, mit dem Rücken, der hat ihn connected mit einem Arzt, mit einem Spezialist. Und das zu machen, den Leuten die Möglichkeit geben, von sagen, hey, ich kenne da jemanden, der könnte vielleicht da noch interessant sein für dich. Ich tue mal einfach den Kontakt herstellen und ich könnte dann schauen. Und dann lüte ich dieser Person an, die nicht involviert war und sage, hey, ich habe da jemanden mit dieser und dieser Anfrage. Ist es okay, wenn ich euch connecte? Ah ja, wäre eigentlich noch interessant. Und dann tue ich sie connecten lassen und bin aber nachher nicht Teil davon. Du hast eigentlich easy wenig Aufwand und hast Ultra. für beide Seiten. Für beide Im Seiten Optimalfall. Ultra. Ja. Und Leute schätzen das so fest, wenn sie mit anderen Leuten in Kontakt gebracht werden, die ihnen unterstützen können. Wichtig, nicht zu helikoptermäßig unterwegs sein. Also ich muss nachher nicht wissen, was die besprechen. Ich muss nicht wissen, ist es gut gelaufen oder nicht. Wenn es sich ergibt in einem Gespräch, dann ist es super. Kannst du mal einfach mal nachfragen, genau. hey, hast du ihn gehört, hat alles funktioniert? Kannst du ja so fragen, ob es funktioniert Genau. hat. So. Und dann kann dann die Person erläutern, wenn sie möchte. Ja. Aber so, wenn ich zu pushy bin und so bin, so, jetzt melde dich doch bei dieser Person, wenn sie nicht will, dann soll sie nicht. Ja. Also nicht zu pushy, aber Leute einfach connecten, schauen, hey, was. Und das ist ein sehr vernetztes Denken, was es dann braucht und wo auch da Übung braucht. Ja. Spannend. Voll. Gut, fairerweise muss man sagen, du hast das schon auch gesagt. Einfach nicht so spezifisch, aber du hast gesagt, Ja. Bubble übergreifend. Du hast eine Info, da könnte ein Empfänger sein, die weitergeben. Aber jetzt Das stimmt. Gut. Aber ich kann es jetzt noch wählen. hast du es so Yes. konkret und explizit gesagt. Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch ein einfacher Start, um mal anfangen Netzwerken. Voll. Einfach mal die Aufmerksamkeit auf Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung richten. Kenne ich 2 Stück und Und ich meine, das kann sehr unstrukturiert passieren, indem man sich einfach überlegt. Aber in gewissen Workshops, die ich gebe zu Networking, machen wir eine Liste von unseren 25 engsten Kontakten. Oder 25 interessantesten Kontakte, die wir aktuell haben. Und versuchen nachher die zu connecten. Also wir tun nachher aufschreiben, was sind Bedürfnisse und was kann man geben. Und jemand hat, und dann kommst du vielleicht darauf, dass jemand auf der Liste hat einen Hund und jemand auf der Liste hat einen Hundesalon. Und dann gehst du einfach mal zu der Person mit dem Hund und sagst, hey, by the way, ich habe eine Kollegin, die hat einen Hundesalon. Kannst du mal vorbei? Und das kann man auch sehr strategisch angehen. Ja. Aber eben der Grad von der, wie strukturiert das ist euch überlassen. Oder man kann auch wirklich auch mal ganz simpel anfangen und Voll. dann, wenn man merkt, das macht eigentlich noch Spaß. Und es ist ja auch etwas mega Soziales. ja. Und so wie es du machst, ist es mega altruistisch auch, fast altruistisch. Einfach, ja, also, Ich habe schon auch Freude daran, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie Freude haben. Altruistisch würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist ein sehr nicht egoistisch. ja, es ist überhaupt nicht egoistisch. Mein Ziel vielleicht so ein bisschen weiter ist, dass ich irgendwann mal wichtige Entscheidungspersonen kenne, wo mir Insider-News kann geben für Trades an der Börse. Meldet euch also auf kopfchaos@gmail.com. Wenn ihr irgendwelche Insider-Trades habt, Kannst du einfach am Trump auf Social Media folgen, dann weißt du es. darum bin ich auf das gekommen. Fuck, Mann. Ja, das ist okay, ein anderes Thema. Ja. Okay, aber falls ihr jemanden kennt, write me. Nein, aber jetzt ernsthaft, wenn ihr jemanden kennt, der für uns könnte interessant sein als Gast in diesem Podcast, schreibt uns, fragt die andere Person, ob sie vielleicht interessiert ist. Wir haben jetzt Equipment, die nächste Folge haben wir einen Gast da. Und wir möchten mehr und mehr interessante Leute quasi da im Podcast haben, um mit ihnen über Themen zu reden. Und das Lässige ist ja Psychologie, wir können es mit fast allem verknüpfen. Das ist krass. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, wenn ihr selber jemand sind, wo denkt, hey, das wäre eigentlich noch spannend, dann schreibt uns, entweder auf Instagram oder aber, ihr könnt uns auch ein Mail schreiben auf kopfchaos@gmail.com. Aber Instagram sage ich ein bisschen einfacher. Ja, bin erwähnt. Und wenn ihr unsere Handynummer habt, könnt ihr einfach WhatsApp schreiben. Das ist auch voll okay. Ja. Hey. Gut, bevor wir jetzt aber zu der nächsten Folge kommen, wir haben noch eine letzte Hirnzelle. Yes. Was ist der Zwischenstand? 3-2 für dich. Okay, ja, gut.
Ich fang immer. Ja, und du weißt es auch. Also, ich habe passend zum nächsten Thema mich informiert so ein bisschen zu ADHS-Statistiken. Und was aktuell ein grosses Thema ist, die Inzidenzzahlen, oder besser gesagt, wie viele Leute das eine Diagnose bekommen, bei Erwachsenen ist heutzutage viel höher als noch vor 10 Jahren. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man früher das Gefühl hatte, ADHS wächst sich aus. Random Side Note. Ich habe gemeint, tut's. Nicht bei allen, aber tut's. Also jetzt auch die Statistik. Ah, okay. Aber das wäre dann etwas, wo wir nächstes Mal fragen. Das ist, ja. Eigentlich perfekt. Gut. Tun wir uns notieren. Also, die Frage ist die folgende. 5-15% von ADHS-Kindern erfüllen im Erwachsenenalter noch vollständig Kriterien. Also nur 5-15% von allen Kindern, die ADHS hatten, erfüllen im Erwachsenenalter noch alle Kriterien. Ja. Jetzt, wie viel Prozent von Erwachsenen haben aber noch vereinzelte Symptome? Also von diesen 95 Von all bis diesen 85%. erwachsenen Leuten, die als Kind ADHS hatten, Ja. oder ADHS diagnostiziert bekommen haben, wie viel Prozent von denen haben einfach nur noch vereinzelte Symptome? Ja. Gut. Gib mir mal eine Range, wo du so denkst, wo das ist, bevor ich dir die Auswahl gebe. Ja, weißt du, wenn du jetzt sagst, vereinzelte Symptome, dann würde ich sagen, eher viel. Also, sag mal so eine Zahl. Ja, ich würde jetzt sagen, noch 60 bis 70%. Okay. Ich gebe dir die 4 Auswahl. Ja. Ja. A, 40%, B, 50%, C, 60% und D, 70%. Ja, ich sage C. C, 60%. Nein, D. D, 70%. Ja. Nein, C. C. Ja. 60%. Ja. Es wäre D gewesen. Ey, du hast so gut geschätzt. Ich habe Krass. deine Mimik gesehen, als ich C gesagt habe und ich habe gedacht, er freut sich. Alter, du musst nicht analysieren, ich muss Mann. D sagen, aber dann habe ich gesagt, fuck, nein, D ist vielleicht ein bisschen viel. Ich gehe auf C und dann, fuck, dein Gesicht hat dich verraten, ich sage das. Okay, Okay, also... dann versteht immer noch 3-2. Aber 70% von 70%. erwachsenen Leuten können wir nächstes Mal dann die Elena fragen, ob das so stimmt oder ob sie andere Zahlen hat. Ja. Aber ja, 70% von allen, die als Kind ADHS diagnostiziert bekommen haben noch vereinzelte Symptome. Ja, eben das ist, ich meine, vereinzelte Symptome kann sein, manchmal ist ein bisschen unruhig, innere Unruhe. Ja, voll. Und das ist schon, dann wär's schon in der Statistik rein. Okay, Voll. spannend. Hey, ja, das wäre das nächste Thema. Wir schauen nächstes Mal an, was so, ich sage, das ganze Thema von ADHS angeht. Wir werden so ein bisschen unsere eigenen Fragen stellen. Ihr habt die Möglichkeit, und glaube immer noch, in diesem Fall Fragen zu stellen auf Social Media. Vielleicht, wenn ihr ultra schnell sind, wenn ihr die Folge hört am Montag, dann könnt ihr die vielleicht noch schnell stellen. Ah, doch, ja. Dann nehmen wir sie vielleicht noch auf. Falls Nein, ihr Fragen habt. Entschuldigung, die kommt ja... Nein, ihr habt Wir noch haben Zeit. noch Zeit. Wir haben Ihr habt schon noch noch Zeit. Zeit. Also schreibt eure Frage unbedingt jetzt. Voll, aber es muss schnell passieren. Also wenn ihr das hört, jetzt hören in dem Moment, dann stellt euch Fragen, wenn ihr welche habt zu ADHS. Wir werden nächstes Mal mit der Elena darüber reden. Sie ist ADHS-Therapeutin, hat ihre Klinik Sie ist nicht Therapeutin, aber sie ist Psychologin und schafft... mit ADHS. Leute mit ADHS. Genau. Cool. Yes, freue mich mega. Wird ein sehr spannendes Thema. Auch so die ganze Bandbreite, die es gibt, von eben, was ist überhaupt, die verschiedenen Typen, was ist eine Diagnose, wie entwickelt sich im Erwachsenenalter, Männer, Frauen, das wird so spannend. Ja, es wird wirklich spannend. Und ich freue mich einfach, auch meine eigenen Fragen zu stellen. Ich habe vorher schon ein bisschen eine angeteasert. Voll, das wäre nächstes Mal. Jetzt aber noch wichtig, wenn ihr bis jetzt gelost habt, weil es ist eine eher lange Folge, dann sollte es euch ja eigentlich interessieren, was wir so reden. Und 50% von allen Personen, die uns hören, folgen uns nicht auf Spotify. Wir sehen das im Backend. Wenn ihr bis jetzt gelost habt, folgt uns doch. Ihr könnt uns so unterstützen, es kostet euch nichts. Und jetzt eigentlich das Allerwichtigste von der heutigen Folge. Ivo, wen grüßen wir? Ja, wer grüßen wir? Sag du mir. Wir grüßen uns als Netzwerk. Oh, schön. Wow. Hey, ja, grüßt irgendjemand aus eurem Netzwerk. Das kann sein aus einem alten Job. Schreibt dann mal und sagt, hey, Lust auf Lunch. Aus einem Sportverein. Aus einem Sportverein. Wo auch immer. Yes. Wir wünschen euch ganz einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt fit, bleibt motiviert und schaltet ein. Nächstes Thema. ADS. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.